Hallo zu einem weiteren Impuls aus der Bibelstunde. Heute mit einer leichten Schnupfnase und wieder dem Heiligen Geist on fire. Ich möchte einfach kurz unserem Vater im Himmel danken dafür. Danke, Vater, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, in deinem Wort zu lesen und dabei dich zu erleben und deine Gnade und deine Liebe zu erkennen und auch deine Wahrheit. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist an die Seite gestellt hast, damit wir verstehen können, offenen Herzens und offenen Geistes. Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe. Ich danke dir so, so sehr, Vater. Und nun zum Impuls. Ich bin bei Lukas 11, Verse 24 bis und mit 26. Da geht es darum, dass Jesus mitteilt, dass wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, dieser durch öde Gegenden zieht und einen Ruheplatz sucht. Und er will dann irgendwann zurück in sein Haus, also in diesen Menschen quasi, aus dem er ausgetrieben wurde. Er holt dann aber 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er, und für diesen Menschen ist es am Ende schlimmer als am Anfang, als vor der Austreibung. Und ich fand das frustrierend, weil ich finde Heilung und Austreibung ultra spannend, und ich finde, das wird heutzutage viel zu wenig thematisiert, weil es ist etwas, was so klar in der Bibel der Jüngerschaft Jesu verheißen wird, dass sie das können, dass wir das können, und trotzdem ist es so ein Thema, da wird irgendwie ein Bogen drum gemacht. Und frustrierend fand ich jetzt hier aber, dass, okay, dann ist jemand geheilt, der Dämon wurde ausgetrieben, aber es wird dann einfach schlimmer. So, und dann habe ich den Heiligen Geist gehört, wie er gesagt hat, hey, du sollst im Kontext lesen. Was hast du davor gelesen? Weil ich habe das ganze Kapitel gelesen, nicht nur diese Stelle. Ja, ich habe gelesen, die Pharisäer haben Jesus bezichtigt, er würde mit der Hilfe des Belzebul, also des Satan, austreiben. Das heißt, was er da spricht, ist direkt in der Kommunikation mit einem oder mehreren Pharisäern. Das heißt, was er da sagt, bezieht sich nicht darauf, wenn er einen Dämon austreibt oder einer seiner Jünger das macht, sondern in erster Linie, wenn das einfach X einer macht. Und was sagt er? Er sagt, dieser Dämon will wieder in dieses Haus zurück, was er verlassen hat. Er kann aber nur in dieses Haus zurück, wenn dieses Haus nicht durch etwas anderes gefüllt wird. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Es geht darum, dass der Mensch beziehungsweise dieser Platz, der jetzt leer bleibt, nach der Heilung, nach der Austreibung, dieser Raum soll gefüllt werden, und zwar mit Gott. Einzig darum geht es, denn wenn Gott an diese Stelle tritt, hat der Dämon keine Chance mehr. Und was ist für mich die Erkenntnis? Wenn wir heilen oder sogar austreiben, müssen wir uns ganz bewusst machen und uns auch mit dieser Intention daran setzen, dass dieser neu gewonnene Raum für Gott frei wird. Und wir dürfen doch auch ganz klar sagen, wir wollen, dass dieser Platz von Gott eingenommen wird. Weil sonst bleibt der Platz leer und der Dämon kann zurückkommen mit 7 weiteren, die schlimmer sind als er. Also hey, wenn wir heilen, wenn wir austreiben, dann immer daran denken, wir wollen nicht einfach Freiheit von irgendetwas, nein, wir wollen noch mehr Raum, den Gott einnehmen darf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du das hörst, und bleib gesegnet. In Jesu Namen. Amen.